Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Ihr habt es sicher schon mitbekommen. Reini hat wieder gestreamt. Wir schauen das Ganze bei Cyrox an. Ich verlinke euch das unten. Da ist der komplette Stream drauf. Das ist ein 2 Stunden, 10 Minuten Bums, ne, was er da veranstaltet hat. Wir steigen jetzt bei 34 Minuten ein, weil ich glaube, ich habe jetzt wirklich die ersten 34 Minuten in doppelter Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Hier fängt jetzt der Dialog von Reini mit seinen Zuschauern an. Ne? Das sind irgendwie 2 Ladies, die wohl auch aus der Nürnberg Richtung kommen und die unterhalten sich gerade über Zustände am Nürnberger Hauptbahnhof. Jeder, der da schon mal war, weiß, wovon die sprechen. Und da schaltet sich Reini jetzt ein. Und es geht um seine Vergangenheit. Obwohl ja die Vergangenheit eigentlich gar kein Thema nimmer ist. Ne? Wissen wir ja, hat er gesagt. Hat er gesagt gehabt in letzter Zeit hier, Drachenlord gibt's nimmer. Alles neu jetzt. Ist alles fresh. Ne? Und auf den alten Scheiß kann er mehr rumhacken, weil... Warum eigentlich? Keine Ahnung. Papstwahl fängt heute an. Ne? Schade, dass Reini Protestant ist. Sonst da hätte er sich gesehen, glaube ich. Ich glaube, da wäre er vorstellig geworden. Ja, wenn Reini als Katholik aufgewachsen wäre, wäre wahrscheinlich hier wieder Papst ist tot. Ich muss weg. Handy raus, Flixbus nach Rom gebucht. Ja. Mädel, Etzettler. Ich bin's, der Rainer. Ich will Papst werden. Na gut, das ist ja vielleicht auch ne, der logische erste Stepstone. So. Nicht gleich bei Gott anfangen, mit Papst vielleicht beginnen. Ne? Und dann einen Schritt für Schritt kleine Schritte machen. Auf jeden Fall, hier, Cyrox oder Syrox oder wie, weiß nicht, wie man ausspricht. Und, ja, hockt euch her, Sammermehrer. Reißt euch eine Häube auf. Mir ging ein einer. In Rainer. Wirklich immer nur vor 7 Uhr am Bahnhof. Ja, 7 Uhr geht's dann irgendwie, da verziehen die sich so in ihre Löcher, aber davor und ab 21 Uhr, da wird's kritisch am Hauptbahnhof. Wirklich. So schlimm. Ja. Ja, der Ort gewesen, an dem ich fast ein halbes Jahr lang gewohnt habe. Der Hauptbahnhof. Was? Ja, wir wissen alle, am Hauptbahnhof selber hat er nicht gewohnt. Ja, also, die Situation ist jetzt schon wieder geil. Wir fangen gerade erst an mit der Nummer. Und natürlich sind das Haterinnen. Es gibt keinen Grund für Nicht-Haterinnen auf dem Discord zu sein und sich diesen Stream zu geben. Und natürlich wollen die ihm das haben sie schlau gemacht, die wollen ihm eine Story über Nürnberger Hauptbahnhof rausjuckeln. Und er sitzt da und denkt sich, und irgendwann hält das nimmer aus und dann muss es aber raus. Ja? Und dann jetzt hocken wir uns wieder in den Paulanergarten und dann schauen wir mal, was jetzt wieder für Geschichte umeinander kommt. Wo ich fast ein halbes Jahr gewohnt habe. Nein, du hast da nicht gewohnt. Du hast da deinen Tag verbracht, weil du irgendeine Pennmöglichkeit hattest, wo du tagsüber nicht sein durftest. Ja? Irgendeine Pennmöglichkeit, wo sie sich tagsüber nicht haben wollten, da hast du in der Früh raus müssen und abends bist dann zum Pennen wieder hingegangen. Und klar, den restlichen Tag bist du dann da irgendwie auf dem Zarenstein gesessen und hast dich für Selfies bezahlen lassen. Aber kennt ihr noch Alki Jenke und die ganzen, die Fotos, wo er da zum Essen ansteht, barfuß im Bahnhof. Oh, wild. Good old days. Ich habe ihn ganz knapp verpasst. Ich habe es euch mehrfach schon erzählt. Um 5 Minuten habe ich ihn verpasst damals. Um 5 Minuten. Naja. Wayne Train. Schauen wir mal, was er jetzt da wieder für Geschichte erzählt, was er am Hauptbahnhof alles erlebt hat. Lell.
Wo ich auf der Straße gelebt habe, klar. Da hast du beim Hauptbahnhof gewohnt. Oder ab. Reini, du hast nicht auf der Straße gelebt. Wirklich, ich gebe dir, dass du vielleicht 1-2 Mal hast draußen pennen müssen. Und also die eine Nacht, die du nachweislich irgendwie da vor der Pinea gesessen bist, dann gebe ich dir vielleicht noch, dass du 1-2 Nächte irgendwie dich, ne, das weiß ich aus semi-verlässliger Quelle, ne, kann ich nicht hundertprozentig bestätigen, dass du vielleicht 1-2 Nächte noch in der Scheune irgendwie am ASB 8 gepennt hast. Und ansonsten warst du monatelang beim Frankengamer in 2022 und dann über Digi-Di-Toki immer in irgendwelchen Pensionen und Hotels. Du hast nicht ein Jahr lang auf der Straße gelebt. Das ist nicht irgendeine komische Doku über drogenabhängige Jugendliche am Hauptbahnhof vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Du hast nicht ein Jahr lang auf der Straße gelebt. Du hast in Hotels gelebt, vom dir erbettelten Geld, das du dir auf TikTok erbettelt hast mit klicken, liken, wir brauchen noch ein paar Universen. Und die ganze Scheiße von wegen, ja, ihr könnt mir spenden wegen meiner MPU, ne? Was ich bis heute noch meine Meinung für Betrug halte, weil du den Leuten gesagt hast, du brauchst das Geld für die MPU, damit du wieder anständigen Content etc. machen kannst und du hast halt das Geld dazu benutzt, in 4-Sterne-Hotels unterzukommen. Ne? Und nix was mit MPU. Also du hättest halt auch wirklich in der Billig, in so einer Absteige wie der, in der du jetzt lebst, schon seit fast 2 Jahren, da hättest du das Geld dafür nehmen können und das restliche Geld, ne, dann nehmen, ne, für die Steuer, für die Krankenversicherung etc. Und was dann noch übrig ist, hättest du für die MPU nehmen können. Hm? Aber nein, ne, du hast stattdessen all das Geld für irgendwelche 4-Sterne-Hotels rausgeballert und nichts für die MPU oder die Steuer oder die Krankenversicherung. Und jetzt stehst du da. Ne? Jetzt stehst du da und schaust mit dem Ofenrohr ins Gebirge, weil du Steuerschulden hast und Schulden bei der Krankenkasse. Wer hätte damit gerechnet? Und eine MPU hast du auch nicht machen können. Dann haben wir wieder die volle Punktzahl erreicht, Reini. Nein, ich habe auf der Straße gelebt. Und ich war dann eigentlich rund um die Uhr am Hauptbahnhof in Nürnberg. What? Eigentlich rund um die Uhr. Ja? Die Wortwahl bei Reini ist, wenn jetzt einer kommt und sagt, Reini, ich weiß, dass du nicht am Hauptbahnhof gepennt hast, dann würde er sagen, ich habe doch eigentlich gesagt. Hör doch zu. Die Hater sind so dumm. Ne? Als ob. Und wie war das Scheiße. Experience? Hattest du wenigstens irgendwie eine Unterkunft oder irgendwas? Mir tut keiner so leicht was. Ja, Also erstmal, dir muss auch keiner was tun. Das kriegst du selber gut hin. Jeder von uns ist ein bisschen selbstzerstörerisch, also zumindest die meisten. Und Leben kann tödlich sein, aber ganz ehrlich, Reini, wenn dir jemand am Hauptbahnhof sich entschieden hätte, einer von den hartgesottenen Dudes, einer von den hartgesottenen Dudes sich dafür entschieden hätte, dass er sagt, hey, ich gehe jetzt dahin und ich nehme dem jetzt irgendwie sein Handy und sein Laptop und was er nicht sonst noch alles dabei hat, nehme ich ihm jetzt einfach weg. Du hättest gar nichts dagegen tun können. Du hättest entweder sich auf den Rücken legen können und sagen, nimm, aber bitte tu mir nichts, oder du hättest halt sauber aufs Fressbrett kassiert. Das wären die zwei. Du bist vollkommen wehrlos, Rainer. also da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen drum, aber wie war das dann? Konnte man da überhaupt schlafen? Weil da sind ja keine Betten. Oder wo hast du geschlafen? An der Bahnhofsmission? Hat Nürnberg eine Mission? Doch, die müssen. Wegen den Hatern konnte ich weder zur Bahnhofsmission noch zur Obdachlosenunterkunft noch zur Halsarmee. Ist alles in der Nähe. Ach ja, und einmal nochmal den weil die Hater sind da. Ne? Ach, wie haben wir es vermisst. Ja? Aber wenigstens, hey, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Er besinnt sich auf seine Kernkompetenz und das ist dummes Daherschwadronieren über die Haters und was sie ihm Schlimmes angetan haben.
Ja, weil das ist nämlich überhaupt nicht seine eigene Schuld gewesen, dass er da vor dem Bahnhof gelandet ist. Ja, das ist alles wegen die Haters. Ja, die Haters haben ihn dazu gezwungen, sein Haus zu verkaufen. Die Haters haben ihn dazu gezwungen, sein Leben zu ruinieren. Die Haters, die Haters, die Haters. Und, ja, was hat er gerade noch gesagt? Weder zur Bahnhofsmission noch zur Obdachlosenunterkunft noch zur Halsarmee. Das ist alles in der Nähe. Bei der Obdachlosenunterkunft war ich Achso, ja, genau. Er hätte da auch nicht hingekonnt. Ja? Wäre wegen den Haters wieder unmöglich gewesen. Die alte Leier, die kennen wir auch schon seit 2 Jahren. Er kann ja nicht in die Obdachlosenunterkunft, auch natürlich wegen die Haters. Und Reini und die Haters, das ist wie eine Shurioka und das Patriarchat. So, irgendwas Schlechtes passiert. Wer ist es gewesen? Die Haters. Irgendwas Schlechtes passiert. Wer ist es gewesen? Das Patriarchat. Und er konnte natürlich deswegen nicht weil er sich zu fein dafür war. Und weil er der Meinung war, dass die Gemeinde Emskirchen ihm eigentlich eine Wohnung, zumindest eine Wohnung oder vielleicht auch ein kleines Haus zu stellen hat, weil er da irgendwann mal im August 1989 gekalbt wurde. So, deswegen müssen ihm so auf jeden Fall mindestens eine Wohnung oder einen kleinen Palast hinstellen. Ne? Er ist auch ein genügsamer Herrscher. Ne? Er würde sich begnügen mit 5 oder 6 Bediensteten. Ne? Eigentlich unter seinem Stand wissen wir, eigentlich bräuchte er 50 Bedienstete, aber er hätte auch eingesehen, das ist das schwierige wirtschaftliche Lage, in der wir zurzeit leben. Und wenn du ihn fragst, warum, dann, weil Ritter ihn da 89 rausgekalbt hat. Haben sie Pech gehabt in Emskirchen. Das ist praktisch wie wenn nachts irgendeiner mit seinem Hund Gassi geht und der Hund kackt dir direkt vor die Haustür und du gehst raus und trittst rein, das ist halt Pech. Ne? Muss damit leben. in der Nacht, da war Terror, dann habe ich dann nicht mehr hingedurft. In der Halsarmee war ich einmal, danach haben die mich nicht mehr aufgenommen. Warum, weiß ich nicht. Hä, können die einen einfach ist alles gelogen. Ne? Es ist alles gelogen. Die Zeitpunkte, wo er da angeblich gewesen sein sollte, einmal und dann war der Terror, da weiß man, dass er woanders war. Genauso wie er ja immer noch, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, er versucht den Leuten immer noch weiß zu machen, er wird jetzt in Berlin wohnen. Also jetzt mal ganz ehrlich, Reini, Punkt Nummer 1. Inzwischen haben alle und ihre Mütter mitgekriegt, dass man seinen genauen Wohnort im Internet nicht preisgibt, wenn man hier Content macht. Weil das immer zu Problemen führt. Ne? Gerade du solltest es wissen. Das heißt also, wenn du mit deinem ach so großen Erfahrungsschatz, mit den Haters und allem, und ich gehe jetzt vorsichtig um mit meinen Daten, wäre es glaubwürdiger zu sagen, nee, ich bin nicht mehr in Zobis, aber wo ich bin, kann ich euch jetzt natürlich nicht sagen, weil ich habe gelernt da draus, ne, ich mache hier nicht mehr ein Traut euch, kommt zu mir, ich werde halt einfach meine Fresse halten zu dem Thema. Ne? Du kannst es dann wegignorieren oder einfach sagen, so, hey, über das Thema möchte ich mich nicht äußern. Ne? Und dann darfst du dich aber nicht aufregen, dass du den Satz halt oft sagen musst. Weil immer neue Leute dazu kommen, die werden dich fragen und dann sagst du, weiß ich nicht, möchte ich nicht ins Internet tragen, wo ich jetzt aktuell bin. Fertig. Ne? Wenn du hier hinsetzt und sagst, ich bin im Übrigen Etzadler in Berlin, ist es erstens dumm, weil die Leute wissen, du würdest ihnen ja nie deinen richtigen Aufenthaltsort nennen, also ist es auf jeden Fall nicht Berlin. Und zweitens, wenn du schon so eine Lüge erfindest, dann wäre es vielleicht schlauer, wenn du eine Lüge erfinden würdest, die ein bisschen glaubwürdiger wäre. Ach ja, in der Hauptstadt, in der es nachweislich nicht wenige Hater gibt. Und bisher hat dich da noch keiner gesehen. Genau. Genau, so wird's sein. Dass du dich anonym bei deinen finanziellen Möglichkeiten in Berlin aufhalten kannst. So schaut's aus, Rainer. Wissen wir Bescheid. Aber jetzt erklärt er, warum er da das harte Leben am Nürnberger Hauptbahnhof geführt hat.
Hier habe ich gar nicht gefragt, nachdem ich überall abgewiesen wurde. Ich habe Ja, halt, aber wenn ich, haben wo, die nicht ges- eine wenn ich wo geschlafen Verpflichtung? habe, habe ich halt auf der Straße gelebt. Ja, in Deutschland musst du nicht auf der Straße leben, wenn du nicht willst, aber das ist Blödsinn. Du musst auf der Straße, es gibt viele Menschen, die auf der Straße gegen ihren Willen leben. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn man sich wirklich darum bemüht, was ich mitgekriegt habe von so Dokus, die ich gesehen habe, dass viele Leute sagen, in diesen obdachlosen Unterkünften kann es stellenweise, je nachdem, wo du bist, so fürchterlich zugehen und da müssen so kaputte Gestalten unterwegs sein, dass die sagen, hey, ich fühle mich draußen sicherer, weil ich habe da irgendwo einen Platz, da kommt nie einer vorbei und da habe ich mal Ruhe und kann schlafen, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Und dass die deswegen nicht in so eine obdachlosen Unterkunft gehen. Klar ist, wenn du mal obdachlos bist, da rauszukommen in Deutschland immer noch schwierig, aber da gar nicht erst reinzukommen, ja, kommt drauf an. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die wirklich komplett unverschuldet relativ kurzfristig auf der Straße gestanden sind, einfach weil es die Wohnungssituation so nicht mehr hergegeben hat. Und dann kommt jemand und sagt, hier Eigenbedarf, tschüss, und dann stehen die da. Und es kann sich dann auch nicht jeder irgendein Hotel leisten oder sowas. Das ist schon manchmal schwierig, aber wenn du irgendwo gefestigt im Leben stehst, kriegst du das schon irgendwie hin, dass du da wieder eine Wohnung kriegst. Ja? Das sind dann ein paar harte Zeiten, du musst ein bisschen irgendwie aufs Leder beißen, aber ansonsten glaube ich schon, wenn man halbwegs gefestigter Mensch ist, mit einem halbwegs gefestigten sozialen Umfeld und sozialen Strukturen um sich rum, dann sollte das eigentlich nicht notwendig sein, obdachlos zu sein. Wenn man natürlich einfach ein fetter Vollidiot ist, der sein ganzes Leben vor die Wand gefahren hat für ein bisschen Internet-Fame und dann sein Erbe verschleudert hat und verprasst, ja, dass du dann irgendwann auf der Straße stehst, weil die Frau Winkelspecht in ihrer Dreistigkeit gesagt hat, hey, wir zahlen ja keine Wohnung, wo denkst du hin? Aha. Und Also hast du wo, einfach auf dem hä? Boden geschlafen? Ja, oder ich wollte es gerade fragen, hast du dann irgendwo in einem Park auf einer Bank gepennt oder wie? Hä? Damals war ja das Deutschland-Ticket bekannt. Und ich habe dann. Ja, das Deutschland-Ticket ist heute auch noch bekannt. Aber damals hieß es noch nicht Deutschland-Ticket, damals war es das 9-Euro-Ticket. Und da hast du richtig Dusel gehabt, Kollege. Hast du richtig Dusel gehabt mit dem 9-Euro-Ticket. Teilweise halt im Zug geschlafen. Ich konnte ja nirgendwo schlafen, weil wenn ich irgendwo Kann man gepennt da habe, auch schlafen? wenn ich irgendwo gepennt habe, sind die Leute mir, wenn ich irgendwo gepennt habe und alleine war, dann gab es ja Leute, die mich angegriffen haben und mir Sachen geklaut haben oder sonstigen Scheiß. Rainer, ist nicht passiert. Die Leute haben dich nicht angegriffen und die haben dir nichts geklaut. Reini, das ist Horseshit. Ne? Die Leute haben Fotos von dir gemacht, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist, zu der du dich selber gemacht hast. Und dann bist du mal ab und zu mal eskaliert. Aber ansonsten war da gar nichts. Es hat dich niemand angegriffen, hat dir deine Sachen abgenommen. Keine Ahnung, hat er jetzt irgend so eine Doku gesehen? Keine Ahnung, über die Ritters oder sowas? Wo es heißt, ja, kannst du nichts machen, da kommen dann nachts welche und hauen dir auf die Fresse und nehmen dir alles weg, bla bla bla. Bullshit, Rainer. Es ist kompletter Bullshit. Ne? Wäre das so gewesen, dann hättest du deinen Laptop nicht mehr. Weil den hätten sie dir damals als erstes abgenommen, weil der damals noch relativ neu war. Ne? Wann hat er den gekauft? Hier vom letzten, von dem was übrig geblieben ist nach dem Ranger-Kauf, oder? Was vom Hausverkauf noch da war, nachdem er sich den Ranger gekauft hat, da ist dann noch die VR-Brille, die Grafikkarte und der Laptop sind dann noch herkommen. Also Anfang 2020. High-End wird der auch nicht gewesen sein, aber wahrscheinlich relativ gut, weil da hat er Pulver gehabt und dann gönnt er sich ja der Rainer, wenn er Pulver hat. Und der wäre da sicher noch einiges wert gewesen. Also Rainer, hätten dich die Leute tatsächlich überfallen und dir deine Sachen weggenommen und dich angegriffen, dann wärst du nicht mehr im Besitz dieses Laptops. Was? Ja, aber wieso das denn? Die haben einen Obdachlosen beklaut. Das ist meine Vergangenheit, Da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ich finde es einfach so richtig. Rainer, du hast doch mit der Scheiße angefangen. Jetzt wäre ich schon wieder mit.
klar, die zwei Mädels haben es drauf angelegt, über den Nürnberger Hauptbahnhof zu reden, weil sie wissen, dass Rainer eine Vergangenheit am Nürnberger Hauptbahnhof hat. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Rainer, im Übrigen, die Leute spielen dich immer noch wie so eine Puppe. Das ist krass, dass du das nicht merkst, wie dich die Leute immer noch manipulieren können, wie sie lustig sind. Aber die haben über den Nürnberger Hauptbahnhof geredet und du hast doch dann angefangen, ja, da habe ich dann ein Jahr lang, war ich da jetzt obdachlos. Die haben doch nicht mit deiner Obdachlosigkeit oder deiner Vergangenheit oder deinem Privatleben angefangen. Das war's doch du, der es ihnen gerade vor die Füße gekotzt hat. Und jetzt heißt es auf einmal, das ist Privatsache, über meine Vergangenheit möchte ich jetzt nicht reden. Ob du behindert bist, habe ich dich gefragt. Real, dass Leute Obdachlose beklauen, so, hä? Das hat ja nichts mit Obdachlosen zu tun gehabt. Die haben mich auch angegriffen und geschlagen und keine Ahnung. Oder haben es versucht. Was? Ja, das tut doch nicht so. Ihr wisst, der Großteil von euch weiß doch über meine Vergangenheit ohnehin Bescheid. Braucht man jetzt nicht so auswalzen, das Ganze. Ja, aber ich ja, hätte Nicht Thema Weil ist das so brutal ist, hätte man nicht gedacht. Ja, Ich habe noch nicht davon gehört. wer sich in den letzten 2 Jahren mit mir befasst hat, der sollte eigentlich jeden Scheiß mitbekommen haben, weil ich fast 2 Jahre auf der Straße gelebt habe. Alter, halt dein dummes Maul, Alter. Du hast keine 2 Jahre auf der Straße gelebt, Rainer. Rainer, du bist gerade mal 3 Jahre aus der Schanze raus. Und von diesen 3 Jahren bist du schon seit 2 Jahren in Zobis. 1,5 Jahr in Zobis. Also die Hälfte der Zeit. Wie willst du denn da noch? Da bleiben ja keine 2 Jahre mehr übrig, du Dulli. Überleg halt 2 Sekunden, bevor du dir irgendeine scheiß Lüge wieder aus dem Grindkopf rausrenderst. 2 Jahre auf der Straße gelebt. Du bist seit 1,5 Jahren bist du in Zobis. Und mindestens 3 Monate warst du beim Frankengamer. Und dann warst du zwischendurch ja noch dauernd in irgendwelchen Hotels. Wann willst denn du 2 Jahre lang obdachlos gewesen sein? Kannst du mir das vielleicht dann mal erzählen? also ich wusste, dass du dein Haus nicht mehr hast, aber ich dachte, du bist dann einfach bei Freunden oder so untergekommen. So wie das bei den meisten halt läuft. Meine Freunde habe ich. Ja, okay, aber die Aussage war so ein bisschen dumm. Aber also im Kontext auf, ich möchte Rainer weismachen, dass ich nichts von seiner Vergangenheit weiß, war die Aussage vielleicht nicht so schlau, aber grundlegend ist es halt das, was den Leuten als erstes in den Sinn kommt. Ne? Also wenn ich jetzt von heute auf morgen kein Dach mehr über dem Kopf hätte, ja, dann würde ich zu Freunden oder Verwandten gehen und sagen, du, große Scheiße, ich habe kein Dach mehr über dem Kopf, Katastrophe passiert, kann ich bei dir pennen. Und ich finde da jemanden, bei dem ich mal pennen kann, easy, gar kein Problem. So wie ich glaube, 80-90% der Leute da draußen auch. Nur solche Dullis, die ihr komplettes soziales Gefüge zerschissen haben, die stehen dann natürlich da mit dem roten Schwanz in der Hand und schauen blöd. Meinen Freunden habe ich alles an Möglichkeiten an Kohle in den Arsch geschoben. Es geht in den Arsch geblasen, und was haben die gemacht? Mein damaliger vermeintlicher bester Freund hat die Kohle genommen, hat dann hinterher den Schlüssel sogar für mein Lager, zu dem er Zugriff hatte, an Klonder und andere abgegeben und die haben das dann leer geräumt. Alter, halt doch dein Maul, Rainer. Alter, ich kann das nicht mehr. Hast du die Berichterstattung in Haterkreisen über dich in den letzten 2 Jahren überhaupt verfolgt? Dein damaliger bester Freund, dem hab ich die Kohle in den Arsch geblasen. Nein, Rainer, du hättest da deutlich günstiger leben können. Du hast denen Geld gegeben, dass du da wohnen darfst. Die haben das Kinderzimmer von ihrem Kind untervermietet. Wild. Hast denen die halbe Einrichtung demoliert, weil die natürlich Möbel angeschafft haben für Menschen und nicht für Babyelefanten. Dass du das dann zu ersetzen hast, sollte selbstverständlich sein. Wenn ich irgendwo zu Gast bin und ich mache irgendwas kaputt, werde ich das ersetzen. Punkt. Da gibt es keine Diskussion nicht. Und bis dahin hättest du da auch noch echt lange gut leben können. Problem ist einfach nur, dass du dann
ein bisschen Pulver in der Hand gehabt hast, weil du den Ranger wieder verkauft hast und gedacht hast, du bist das Größtes und hast Bedienstete. Und den dann 1/4 Stunden One-Way zum Subway-Sandwich geschickt hast, weil der nähere Subway dir nicht getaugt hat. Und ihm dann dafür immer mit Geld beschmissen hast. Hier, geh, Knecht, tanz für mich. Ne? Immer mit Geld beschmissen. Ja, hier, nimm. Nimm, aber mach. Wasch meine Wäsche, hol mir was zu fressen, etc., etc. Wenn ich nicht meinen Kumpel auf eine 2,5 Stunden Odyssee schicke, um mir 4 Subway-Sandwiches zu holen und ihm dafür einen 100er gebe jeden zweiten Tag, dann bleiben mir so 30.000 Euro deutlich länger und dann habe ich sie ihm auch nicht in den Arsch geblasen. Und wir haben WhatsApp-Verläufe, die beweisen, dass du dem gesagt hast, geh da hin und nimm, was du willst. Oder mach damit, was du willst. Mit deinen Sachen, die da noch bei ihm waren. Mach damit, was du willst, mir scheißegal. Und keine Ahnung, wie jetzt Klonter, ob es Klonter selber war oder wer dann da von den Leuten in dieses Lager rein ist und wie die da reingekommen sind, ist mir auch vollkommen scheißegal, ganz ehrlich. Wenn du nicht willst, dass dein Lager mit deinen Wertsachen geradet wird, dann musst du halt einfach deinen Schlüssel nicht anderen Menschen geben. So, deswegen hat man so ein Lager. Aber du warst ja auch da wieder zu faul. Weil wenn da irgendwas war, dann hast du ja wieder deinen Knecht hingeschickt. Hier hast du einen 50er, geh zu meinem Lager, mach dieses oder jenes und hol mir das. Diesen Klonte, da habe ich nur mal ein Bild von gesehen. Junge, ist das ein Opfer? Die haben dann auf jeden Fall das Lager leer geräumt. Da laufen noch Anzeigen. Ich weiß Aber jetzt nicht, das warum Thema, der... Leute, stopp. Nee. Ich muss hier mal einen Schlussstrich ziehen. Das Thema ist Vergangenheit. Weg damit. Hat hier nichts zu suchen. Null. Okay. Außerdem müssen wir den Leuten, die hier streamen gerade und schon wieder gegen meinen Willen hier irgendwelche Scheiß machen, noch mehr Stoff in ihren Kindergarten geben. Das Thema ist durch. Vergangenheit zu Ende. Schluss. Ja, aber das hast du jetzt vorher schon gesagt. Es ging um die Geschichte am Bahnhof. Du hast gesagt, ist Vergangenheit, hat hier nichts zu suchen, möchte ich nicht mehr drüber reden. Dann hast du jetzt aber nochmal angefangen von dieser Nummer, von wegen mein damaliger bester Freund hat Etzertler mich ausgeräumt, bla bla bla. Und die haben mein Lager hin und her. Jetzt gehen die darauf ein, was du da gerade gesagt hast. Jetzt ist es wieder Privatsache und hat hier nichts verloren und jetzt reden wir wieder nicht mehr drüber. Und jetzt, ganz ehrlich, ich habe es noch nicht gesehen. Prediction, er wird jetzt dann wieder irgendeine Scheiße ausgraben aus seiner Vergangenheit, um irgendwie cool dazustehen und irgendwelche Storys zu verzapfen. Dann gehen die Leute darauf ein und dann heißt es wieder, oh, ist Privatsache, das hat jetzt nichts verloren. Okay. Vergessen und weggeworfen. Mach mal einfach so. Wer jetzt nach über einem Jahr noch immer Livestreams machen muss, um hier sein nicht vorhandenen Eier reinzuhängen, der ist echt arm dran. Der akzeptiert halt einfach, dass ich raus bin und hört auf mit eurem Scheiß. Du bist ja nicht raus. Du bist ja da. Du streamst doch gerade. Und lügst die Leute an. So, das sind zwei der Kernprobleme, die Leute mit dir hatten. Deine unsäglichen Streams. Gut, der ist jetzt, soweit ich weiß, nicht monetarisiert. Also, da kannst du lange streamen, wie du lustig bist, aber du darfst dich ja nicht wundern, wenn da Hater reinkommen. Ne? Und wenn dann Hater da drin sind, deal with it. Aber nicht, indem du wieder irgendwelche Lügengeschichten erzählst, weil die Lügengeschichtenerzählerei ist einer der Hauptgründe, warum es überhaupt erst so weit gekommen ist mit dir. Einige Leute lassen sich nicht gerne anlügen. Euer Kindergarten ist echt jämmerlich. Und es war jetzt kein Thema mehr, ist alles Privatsache, jetzt redet er wieder drüber. Die Hater und Restream. Wenn die Hater kein Thema mehr sind, dann erwähnen sie halt nicht. Lass sie halt restreamen. Ist doch vollkommen wurscht, oder? Du verdienst ja hier kaum Geld damit. Es geht ja nichts flöten. Du kannst einfach deinen Stream machen, dich mit deinen Leuten da unterhalten und das einfach wegignorieren. Was dann irgendwie, keine Ahnung, ein Klonter streamt oder ein Inge oder so. Kann ja doch vollkommen wurscht sein. Was ist leicht los?
Hm. Oh. F für arbeiten. Und dann 2 Sekunden später ist fertig gearbeitet. So hätte es Rainer gerne im richtigen Leben. Einfach mal F drücken für arbeiten. Und dann tust du es. Ah, fertig gearbeitet. Wunderbar, jetzt gebarene. Ja, und was sind dann die Zukunftspläne? Wenn F drücken für arbeiten. Du ja hier die ganze Zeit. Frag doch nicht so blöd. Vergangenheit vorbei ist. Also, Ich bin natürlich. keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Ich bin in keiner Weise in irgendeiner Situation verpflichtet. Ich bin in keiner Weise in irgendeiner Situation dazu verpflichtet. Warum ruckelt das jetzt? Ja, weiß ich auch nicht, warum das jetzt ruckelt. Wahrscheinlich ist es ein Anwenderfehler. Also du hast Scheißende gebaut. Aber Rainer, ich bin keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Doch. Du kannst, das ist hier nicht hier dieses Selbstbestimmungsgesetz. Du kannst nicht von jetzt auf gleich entscheiden, keine Person des öffentlichen Lebens mehr zu sein. Vor allem nicht, Rainer, wenn du im Internet Dinge veröffentlichst. Und vor allem dann auch nicht, wenn diese Dinge problematisch sind. Ich mag das Wort normalerweise nicht, aber bei Rainer trifft es eigentlich immer zu. Ja. Es sind problematische Dinge. Und du streamst jetzt hier, egal vor wie vielen Leuten, aber ein paar werden schon sein. Ja, Rainer, du bist immer noch eine Person des öffentlichen Lebens. Weißt du, wann du keine Person des öffentlichen Lebens mehr bist? Wenn du einfach einen normalen Job nachgehst, nimmer streamen, keine Blogs mehr ins Internet setzen, in denen du dir Fabelwesen ausdenkst und sie nach ihrer Bumsbarkeit sortierst. Einfach die Fresse halten, Rainer. Du hast alles, was du jetzt im letzten Jahr theoretisch bei anderen Leuten, nicht bei mir, an Goodwill aufgebaut hast, hast du jetzt mit dem Arsch wieder eingerissen. Die sind jetzt alle wieder voll an Bord. Ich hab's dir nie geglaubt, vor allem nicht, weil ja dann immer wieder, du hast angekündigt letztes Jahr, nee, ich bin jetzt weg, es passiert nichts mehr im Internet, fertig. Dann kamen die nächsten Bärchen-Leaks, dann kam ein paar Wochen später kam der nächste Blog, dann kam eine Zeit lang jetzt über den Winter, kam wenig und dann kam im Januar wieder nochmal Blog mit der Kommune, der ist dann wieder gelöscht worden und jetzt ist das Universum da. Du hast dich nicht gelöscht, du bist immer noch sehr, sehr aktiv im Internet. Man hat dich bloß nicht so schnell gefunden. Oder man hat es nicht so schnell veröffentlicht, sagen wir es mal so. Ich glaube, gefunden haben dich die Leute deutlich schneller. Wissen wir jetzt hier von der Nummer auch. Seit Anfang März oder sowas war das bekannt, dass du diesen Blog hast und die Leute haben das erste Mal irgendwie sondiert. Noch irgendwas über meine Vergangenheit zu sagen. Nee, alles gut, da will ich ja gar nichts drüber wissen. Ist ja Über meine in Ordnung. Zukunft. Es geht Ach letzten so. Endes keinen mehr was an. Ja, okay. Hast du schon recht. Sonst so irgendjemand anderes noch was im. Ist dieses, wenn der Stream pausiert ist das da, wenn er raustappt kurz, um die Komplettlösung fertig zu lesen oder um sich ein Video anzuschauen weiter für eine Komplettlösung, tappt er dann immer raus? Also, no shame, ne? Ich mache das manchmal auch, wenn es um Collectibles geht, aber einer tut ja immer so, wie wenn er immer in jedem Spiel der Vollprofi wäre und der schaut sich sowas kurz an und dann hat er sofort durchblickt und macht dann die Taktiken, für die andere Leute Monate gebraucht haben, um sie raus, hat er sofort am Start, gell? Ist halt schon doch Profi-Gamer, ha? Interessantes zu erzählen. Nee. Hab halt nicht so viel gemacht. Ich auch nicht. An einem Montag ist man aber auch irgendwie nicht so produktiv, bin ich ganz ehrlich. Ja. Muss man erstmal wieder starten. Ja. Ja, Montag ist eh schlimm. Aber Wolbani, bist du dann noch öfters in Nürnberg? Ab und zu, ich bin eher in Feld unterwegs. Ja. Okay. Da sind die Leute noch normal, das geht. Auch nur tagsüber. Ja, ich glaube, das ist in Städten Und so wenn kein normal. Fußballspiel ist. Oh mein Gott. Ey. Also ich will hier niemanden seinen Sport schlecht machen, ne? Aber Fußball komme ich wirklich. Schlecht machen,
ich nicht dahinter. Verstehe ich Die nicht. Glover und die Völker dann gegeneinander. Oh Gott, Oh, das ist Dritter Schlimmste, was hier Weltkrieg. passieren kann, Mann. Da Ja. gibt's Tote. Okay, ich weiß jetzt nicht, die labern jetzt über Fußball, da wird er nicht einsteigen. Ich mach kurz Pause, stalt wieder auf zweifache Geschwindigkeit, lass das weiterlaufen, solange bis wieder interessant ist und dann hören wir uns gleich wieder. So, wir sind jetzt ein paar Minuten weiter im Video. Und wir sind jetzt wieder an einem Punkt, an dem Rainer wieder einsteigt. Der hat jetzt wirklich ein paar Minuten an die Fresse gehalten und die zwei Mädels haben sich jetzt übers Fliegen unterhalten. Ja? Und dass die eine hat Flugangst, natürlich, ich habe auch Flugangst, aber also ich schaff's mich in ein Flugzeug zu quälen, aber es macht mal keinen Spaß. Ja? Also ich bin immer heilfroh, wenn ich aus dem Ding wieder raus bin. Für mich sind das fliegende Blechsärge. Wilde Nummer. Scheißegal. Und es wird schlimmer, je älter ich bin. Als Kind haben wir gar nichts geschissen beim Fliegen. Je älter ich werde, desto schlimmer wird's. Aber, also die eine hat Flugangst, die andere nicht. Und Rainer steigt jetzt hier mit ein. Und wir wissen alle, als ausnahmslos, Rainer saß noch nie in einem Flugzeug. Rainer ist hundertprozentig noch nie in einem Flugzeug gesessen. Ne? Allein schon, weil er 2 Sitze buchen müsste dafür. Und ich habe jetzt Pause gemacht, das lief jetzt durch, ich habe Pause gemacht, als er angefangen hat, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als die übers Fliegen geredet haben. Und jetzt schauen wir mal, was er sich denn da schlimmer vorgestellt hat. Fliegen kann es eigentlich nicht sein, weil er noch nie geflogen ist. Also ich habe es mir am Anfang auch schlimmer vorgestellt, als es ist. Warst du auch schon in Hamburg? Nein, ich meinte das. Ja, wie die andere hat gesagt, es gibt auch nette Gegenden in Deutschland, da musst du nicht hinfliegen, kannst du mit der Bahn fahren. Hamburg zum Beispiel, das sind nette Leute. Dann sage ich, habe auch schlimmer vorgestellt, warst du auch schon in Hamburg. Da gibt's einen Daumen hoch. Da gibt's einen Daumen hoch. Liebe Haterin, die da drin war, wenn du das hier hören solltest, top. Das Fliegen. Als ich letztes Jahr nach Japan geflogen bin, ging es eigentlich. Ah, okay, das habe ich schon gehört. Dass er jetzt irgendwie wilde Geschichten erzählt darüber, dass er nach Japan fliegt. Das habe ich schon mitgekriegt. Reini ist letztes Jahr nach Japan geflogen. Rainer, das ist eine Lügengeschichte, die ist so leicht zu debunken, indem du fragst, von welchem Geld? Hm? Von welchem Geld? Fertig. Rainer, du hast Stand letzten Jahres, als du dich in Anführungsstrichen aus dem Internet gelöscht hast, hast du, ich glaube, 30.000 Euro Schulden gehabt und Bürgergeld empfangen. Von welchem Geld willst du mir jetzt erzählen, dass du letztes Jahr nach Japan geflogen bist? Weiß ich nicht. Hä? Aber, warst auch in aber in Flugzeug kriegst du ja nicht viel mit. Japan? Ja, für eine Woche aber nur. Ja, War aber cool. Ah, geil. Da würde ich auch mal gerne hin. Wo Letztes genau Jahr. warst du dann? Bitte? Achso, wo in Japan du dann warst. Easy hat er das gehört. Ich hab's verstanden. Wo genau in Japan warst du dann? Bitte? Das ist ein klassisches so, ich frag nochmal nach. Du so, als hätte ich es nicht verstanden. Ne, dann währenddessen fange ich schon an zu rendern. Okay, scheiße, was ist eine plausible Lüge? Dann, ich brauche mir Ihre Frage nicht nochmal anhören, weil ich habe es ja beim ersten Mal verstanden. Die Zeit habe ich auch noch, um fertig zu rendern. Was ist eine plausible Lüge? Und dann schauen wir mal, womit kommt der Rainer um die Ecke? Ich bezweifle, dass es eine plausible Lüge ist. Sagen wir mal so. Es wird eine Lüge sein, weil wir sind schon auf dem Lügenflug, ne? Nach Japan. Tut mir leid, falls ich jemanden unterbrochen habe. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich glaube in Okinawa sind wir gelandet gewesen. Und dann sind wir, ich war bloß in Kyoto tatsächlich. Ja, schauen wir mal kurz. Eine Sekunde. Ich gucke mal nach, ob Okinawa einen internationalen Flughafen hat.
Also, Okinawa hat schon mal einen internationalen Flughafen. Gut gemacht, Rein. Tatsächlich. Aber das hat gereicht. Das war für eine Woche ist das mehr als. Oder was? Ich war bloß in Kyoto tatsächlich. In Kyoto. Okay. Nochmal. Okay, Leute. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich habe in Japan gar keinen IQ. Ich krieg irgendwie nur schwer einen Zugang zur japanischen Kultur. Es gibt einige japanische Spiele, die ich gut fand und immer noch finde. Ne? Gerade so was Squaresoft so in den 90ern gemacht hat. Aber Japan gar kein IQ. Null. Und ich habe jetzt mal geschaut und Okinawa ist irgendwie Präfektur, das ist eine kleine Inselgruppe, die südlich schon eigentlich näher an Taiwan als an Japan liegt. Also an der Hauptinsel von Japan, und Kyoto liegt auf der Hauptinsel von Japan, gar nicht so weit von Tokio weg, aber 1656 Kilometer weg von Okinawa auf einer anderen Insel. Also der Großteil von diesen 1650 Kilometern ist Pazifischer Ozean. Das macht natürlich Sinn. Das machen erstmal Okinawa und dann erstmal Kyoto und dann Okinawa. Ja? Und ich glaube, auf Okinawa kannst du auch so landen. Ne? Das macht sonst auch wenig Sinn. Also, und wenn nicht, gibt es, glaube ich, internationale Flughäfen in Japan, die näher da dran sind. Für einen also, ja. Ist wieder schlecht gelogen, Rainer. Aber das hat gereicht. Das war für eine Woche ist das mehr als genug. Rainer, wenn eine Woche ist niemals mehr als genug. Eine Woche kann vielleicht, wenn du einen Städtetrip machst, gerade genug sein. Eine Woche ist niemals mehr als genug, egal wo du hinfliegst. Was Aber zu tun. Tokio doch so das Go-To. Ja, aber ich wollte immer mal nach Kyoto, weil in Kyoto der Nintendo Hauptsitz ist. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ah ja, klar, das ist das Wichtigste. Ja? Nintendo. Da hat einen kleinen Schrein zu Hause. Nintendo, die Firma, die nichts falsch machen kann. Ganz ehrlich, Nintendo ist so ein Drecksverein geworden. Die haben ein paar gute Franchises irgendwie, ja, wie gesagt, aber dafür, dass alle 5 Jahre irgendwann nochmal Zelda rauskommt, kaufen wir keine Nintendo-Konsole. Und das, was sie jetzt mit der Switch 2 machen, ist halt einfach bodenlos. Die verlangen 500 € für ein Handheld, das mehr oder weniger PlayStation 4 Pro Niveau hat. Wo man sagt, das ist eine Konsole, die vor 10 Jahren rausgekommen ist. Die PlayStation 4 Pro kam, glaube ich, vor der Ding raus. Korrigiert mich, wenn ich Scheiße erzähle, oder? Vor der ersten Switch. Also wild. Und verlangen dann für Mario Kart irgendwie 90 €. Es ist eine ziemliche Drecksfirma geworden. Verklagen jeden, der irgendwie einmal 5 Sekunden von irgendeinem Mario-Soundtrack in seinem Video. Wild, ne? Und Ja. warst du dann auch da beim Hauptsitz, oder? Ja, ich war außen, aber bin kurz dran vorbeigelaufen, weil gab jetzt keine Führung oder sowas. Weiß, aber habe mich auch nicht schlau gemacht, ob es Führungen oder sowas gibt. Ja, du hast vor 10 Sekunden gesagt, dass du extra, weil da der Hauptsitz von Nintendo ist, dahin geflogen bist. Du bist einmal um die halbe Welt geflogen nach Japan, um den Hauptsitz von Nintendo zu besuchen. Und du hast dich vorher nicht informiert, ob man den besichtigen kann. Ja, freilich, Rainer, so wird's gewesen sein. Wenn ich einen Lebenstraum habe, einmal an einen bestimmten Ort zu kommen, dann fliege ich einfach in die grobe Richtung und informiere mich dann später, ob ich da überhaupt hin darf. Freilich. Hätte mich schon interessiert, aber bin bloß dran vorbeigelaufen. Ich habe mir die Tempel vor allem angeschaut. Ah, okay, aber nice. Tempel sind auch schön. Ich war mal in China im Urlaub und da waren wir auch in so alten Tempeln. Die waren so hübsch, die hatten dann auch Kennen wir, der Kulturrainer, der ist dann da, hat sich die Tempel angeschaut. so Teiche mit Kois. Das hat es mir wirklich angetan. Also diese Bauten sind sehr hübsch. Aber Japan will ich auch noch angucken. Hoffentlich dieses Jahr. Deswegen, was, Okinawa hast du gesagt oder Kyoto?
Wir müssten in Okinawa gelandet. Ich habe es nicht mehr genau auf dem Schirm, ist mehr als ein Jahr her. Ja, Leute, ich bin vor 10 Jahren mal nach Brasilien geflogen. Das war 2015, Mitte Januar, und ich bin in Sao Paulo gelandet. Ne? In dem großen größten Flughafen von Sao Paulo, da in der Gegend. Ist 10 Jahre her. Und ich bin vorher schon mal geflogen. Also für Rainer wäre es ja Nachweis, er ist auch seiner eigenen Aussage nach der erste Flug gewesen. Sein großer Traum, seine Traumreise, wo er immer schon mal hin wollte, Japan, Nintendo, Gelumpenzeugs, ne? Und dann kann er sich nicht mal ein Jahr später, ne, kann er sich schon nicht mehr daran erinnern, ja, wo sie eigentlich gelandet sind und wie das eigentlich abgelaufen ist. Also entweder, Rainer, bist du jetzt schon irgendwie dement, oder du laberst Scheiße hier. Oder es müsste sogar fast genau ein Jahr her sein, aber in Okinawa müssten wir gelandet sein, glaube ich. Nicht Okinawa. Quatsch, warte. Ich Osaka? verwechsel das immer. Alter. Du erzählst uns jetzt hier, genau ein Jahr ist es hier. Rainer, weißt du, was genau vor einem Jahr war? Das Indigo-Bärchen war genau vor einem Jahr. Ne? Diese Mary und das Indigo-Bärchen, die waren bei dir in Zobis. Genau vor einem Jahr. Wo du jetzt gerade uns erzählst, dass du in Japan warst. Ganz ehrlich, ich sag's immer wieder, ich hab's schon 1000-mal gesagt, ich werde nicht müde, es zu sagen, es ist doch unfassbar, dass ein Mann so kernverlogen ist, dass er jeden Tag seit Jahrzehnten immer lügt und kein bisschen besser dabei wird. Ich verstehe es nicht. Wie du jahrzehntelang ein chronischer Lügner sein kannst und trotzdem immer noch lügst auf dem Niveau von einem 4-Jährigen, der dir verkaufen will, dass er die Schokolade nicht gefressen hat, während das komplettes Gesicht voll mit Schokolade ist. Osaka, genau. Bin schon wieder völlig bescheuert. In Osaka sind wir gelandet. Okay. Und dann von da aus ging es dann halt mit dem Shinkansen nach Tokio. Nach Kyoto. Mann, ich bin schon ganz verwirrt. Ist das dieser eine schnelle Zug da? Yes. Okay. Der Shinkansen ist der, mit dem Shinkansen kannst du fast überall hinfahren, ohne, also es hat halt direkt. So wie Rainer das ausspricht und mit einer großartigen Tonqualität von der ganzen Nummer, hört sich das an, als wenn er sagt, mit dem Schimpansen sind wir dann nach Kyoto gefahren. So quasi. Ist das jetzt ein Zug oder eine U-Bahn? Ich dachte, das wäre eine U-Bahn Das ist ein Affe. Ne? gewesen. Oder so. Der Ja, das ist Shinkansen. ein Zug. Nee, das ist so ein ganz schneller Zug. Ist das nicht so eine Magnetbahn, die wir in Ich habe Deutschland das, ich hab das nie unterschieden. Das fährt auf Schienen, ist für mich ein Zug. U-Bahn, Straßenbahn ist für mich ein Zug. Wenn das auf Schienen Ja, ist halt die Variante von einem ICE bei den Japanern, brauchen wir jetzt nicht drüber philosophieren. fährt, ist das für mich ein Zug. Wie das der letztendlich definiert wird, ist mir egal. Bestimmt richtig teuer, Japan. Transrapid, also wenn sie dann praktisch in den Münchner Flughafen, also praktisch eingestiegen sind, dann sind sie in 10 Minuten in Osaka, Tokio, Okinawa. Wild. Da würde ich auch mal gerne hin. Warum? fliegt man auch so Der lang? Yen ist doch im Moment so eingebrochen. Im Moment ist es doch ganz billig, dachte ich. Im Moment geht's ja. Ja, aber wenn du von hier buchst, bestimmt richtig teuer. Und die lange Flugzeit da, ich glaube, da bin ich raus. Da hätte ich gar keinen Bock. Und dann Wenn fliegt du- man da 11, 12, 14 Stunden. Schon ein Kommt bisschen. drauf an, womit du fliegst halt, ne? Ich habe jetzt Wenn eine du mit billige einer Airline. Concorde fliegst, brauchst ich du habe- sicherlich nicht so lang. Ich hatte jetzt eine billige Airline, wir waren 13,5 Stunden, glaube ich, drinnen. Ja, das ist schon ordentlich. Naja, aber wenn du in der Nacht losfliegst und dann über den Flug schläfst, sollte es ja eigentlich gehen. Weil dann spawnst du ja effektiv nach 8 Stunden und dann hast du nur noch 6 Stunden, die du da drin sitzen musst. Das geht. Sollte es ja eigentlich gehen. Das ist halt Weil dann witzig. spawnst du ja effektiv nach 8 Stunden und dann hast du. Also als ich nach China geflogen bin, sind wir auch rund 12 Stunden geflogen. Wenn man gepennt hat, ging das. Da hast du den meisten Flug ja gar nicht mitbekommen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Als ich irgendwie da nach Sao Paulo geflogen bin, viel schlafen konnte ich da nicht.
Vor allem nicht auf dem Rückflug, weil da waren Turbulenzen und Fick und vor mir war irgendwie ein Ehepaar mit ihrem Sohn, die sich gedacht haben, so Erziehung ist nicht so unser Ding. Ne? Also keine Ahnung, Zeugung war geil, Geburt ging so, Erziehung machen wir mal nicht. Weil da wäre ich kurz vorm Ausrasten gewesen. Das wäre eigentlich so ein Ding, für was mich sackrisch-narrisch macht. Weil da, ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich bin am Vorabend, letzter Tag irgendwie in Brasilien, mit den Kumpels, die da besucht habe, meine Gumbels aus Brasilien, nochmal sauber einen heben gegangen. Wir waren in dieser Manifesto, heißt die, glaube ich, Bar. Das ist so eine Riesenadresse, was Metal in Sao Paulo angeht. So, da war auch früher irgendwie Sepultura haben da gespielt und so. Ne? Und wir haben uns da so dermaßen einen gossen, dass alles spart war. Und ich bin am nächsten Tag im Nachmittag in diesen Flieger eingestiegen und ich wollte einfach bloß noch sterben und schlafen und ich weiß es nicht mehr. Und dann war vor mir so ein Kind, das zwischen seinen Eltern zwischen seinen Eltern saß und hat einfach nur geschrien, gehüpft, umeinander geschlagen. Mein Getränkehalter war in der Rückenlehne von dem Sitz, von diesem Kind. Ja, die ganze Zeit aufpassen müssen, dass nicht mein Getränk verschüttet wird. Da war ich richtig kurz vor der kompletten Eskalation. Alter Schwede. Ja, das war kein da habe ich nicht gut geschlafen, wo ich heimgekommen bin irgendwie bei 35 Grad im Schatten in Sao Paulo losgeflogen und als ich angekommen bin in München war, ich glaube, -8 oder so oder -12, wilde Nummer, über 40 Grad Temperaturunterschied. Und danach habe ich die Grippe meines Lebens gehabt, aber scheißegal, weiter geht's jetzt hier im Text. Schauen, ob jetzt Reini nochmal was sagt oder ob ich nochmal kurz Pause machen muss. Ich habe das so gemacht, ich habe halt bewusst 2 Wochen bevor ich da losgeflogen bin, habe ich das so gemacht, dass ich halt meinen Schlafrhythmus schon umgestellt habe. Ja, das ist praktisch, wenn man arbeitsloser Vollversager ist, dann kann man das schon machen, ja. Also, easy. Das würde ich, ganz ehrlich, das würde ich ihm sogar glauben. Also, das Gute ist ja, wenn Reini immer noch seinen Schlafrhythmus von früher hat, ihr kennt den guten YouTuber-Schlafrhythmus, nur bis um 7 pennen, bis um 7 daddeln und dann den ganzen Tag pennen bis um 4 nachmittags oder so. Das wäre perfekt. Ne? Das wäre höchstwahrscheinlich wirklich echt gut. Müsste ja gar nichts ändern. Könnte nach Japan fliegen und dann würde auf einmal ganz normal aufstehen, wie alle anderen Leute auch in der Früh. Nur beim Zurückfliegen wäre wieder schwierig, aber. Dass ich quasi schon. Einen Jetlag bekommst, okay, smart. Ja, hat aber nicht hingehauen. also 2 Wochen umsonst schlecht geschlafen. Doch beim Hinfliegen hat es geklappt, aber beim Rückflug hat es halt geklappt. Ja. Ah. Alter, wie kriegt man denn so eine. Ihr müsst euch. Der denkt sich das jetzt on the fly alles aus, diese Scheiße. Der bildet sich ein schönes Leben ein. Deswegen ist er auf diesen Universums-Bullshit gekommen. Der sitzt da in diesem Monteurszimmer am Arsch der Welt in Zobis, schaut an die graue Wand und bildet sich ein Leben ein, das er theoretisch führen könnte. Und Rainer, du könntest dieses Leben theoretisch führen. Du hättest die Möglichkeit gehabt in deinem Leben, nach Japan zu fliegen. So einen Trip zu machen. Auch 2 Wochen, das wäre möglich gewesen, Rainer. Aber da war ganz am Anfang schon der Wurm drin. Wenn die Tatsache, dass du schon im Kindergarten sitzen geblieben bist, wenn da die irgendwo ein Licht hätte aufgehen lassen, dass man sagt, oh, vielleicht muss ich mich ein bisschen anstrengen, dann wäre dein ganzes Leben anders verlaufen. Dann hättest du auch nicht irgendwie 3 Jahre in der Sonderschule gebraucht, für die anderen schon minder bemittelten nur 2 Jahre gebraucht haben. Dann wärst du vielleicht auch mal in die Schule gegangen, anstatt permanent zu schwänzen und der Pokémon anzuschauen. Und dann hättest du dich ein bisschen zusammengerissen. Und dann hätte was draus werden können aus einem normalen Leben. Ich muss gerade Pause machen, Post ist da. So,
da sind wir wieder. Sorry, Postbote hat gerade geklingelt, war wichtig. Bin ein alter Mo. Ich brauche ein spezielles Kissen und ich habe so, so Schaumstoffkissen gehabt mit so einem, ja, mit so Gel auf der Oberfläche, mit so Gelkissen auf der Oberfläche, dass das kühl bleibt und was eine gewisse Höhe gehabt hat, so Memory Foam Geschichten. Weil ich sonst Nackenschmerzen des Todes aus der Hölle mit Bienen im Mund kriege und das Ding ist kaputt gegangen und jetzt hat er Neues her müssen und das ist mir gerade geliefert worden und ich bin ein sehr glückliches kleines Schneeflöckchen, weil kann ich wieder gut schlafen. Aber weiter im Text. Ich habe bloß eine Woche Zeit quasi drüben. Ja. Und dann habe ich mich natürlich, zu dem Zeitpunkt hatte ich ja einen komplett anderen Schlafrhythmus. Mhm. Dann habe ich erst wieder 3 Wochen gebraucht, bis ich mich umgewöhne. Ja, das glaube ich dir. Gottes Willen. Aber dafür schlafe ich seit, naja, jetzt knapp einem Jahr, also seit ich halt wieder zurück bin, schlafe ich jetzt eigentlich, seit ich das wieder im Griff habe, schlafe ich das eigentlich wirklich aktiv, effektiv, wirklich. Ich gehe zwischen 12 und 2 schlafen und wache um 7, 8 auf. Ich wache sogar von meinem Wecker auf. Mein Wecker klingelt um 9, ich wache aber effektiv schon um halb 7, halb 8 auf. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht verifizieren. Quelle Rainer, Wahrscheinlichkeit bei 85%. Boah, wie Nee, kannst halb du so 8. lange wach bleiben? 7:30 Uhr, halb 9. Bei mir ist 10 Uhr Schluss. Dann Aber es ist erstaunlich, gell? Wie sich einfach überhaupt nichts ändert. Wie sich nichts ändert. Der streamt nicht wieder und unterhält sich da irgendwie im Discord mit irgendwelchen Leuten und er muss immer noch irgendwelche hanebüchenen Lügengeschichten erzählen über seinen Urlaub in Japan und den Flug dahin und über seinen Schlafrhythmus. Es ist genau dieselbe Scheiße. Wann war das mit dem Lügenlord-Song? Wie lange ist das her, Rainer? Seitdem hat sich gar nichts geändert. Dein BMI hat sich verschlechtert. Noch schlechter. Dein Gesundheitszustand hat sich verändert, deine Wohnsituation, deine finanzielle Lage zum Negativen. Aber ansonsten, an der Grundthematik, Drachenlord, es ist scheißegal, ob du sagst, Drachenlord gibt's nicht mehr, ich bin Rainer Winkler, vollkommen wurscht, das waren immer Synonyme. Ne? An dieser Grundthematik hat sich gar nichts geändert. Du hockst dich ins Internet und lügst Leute drüber an, wie geil du doch bist. danach bin ich eine wandelnde Leiche. Ich schlafe grundsätzlich nur 5 bis 6 Stunden. Hä? Und dann hast du Energie für den Tag? Manche wundern sich, wie viel. Ich wäre Oh, nee, gehen wir jetzt wieder in die Richtung. Ist jetzt wieder Snooze-Time? Bitte nicht, Rainer, bitte nicht. Erstens schläfst du nicht 5 bis 6 Stunden am Tag. Rainer, glaube ich dir nicht. Und zweitens hast du auch, wenn du 10 Stunden schläfst, keine Energie für den Tag, Rainer. Rainer, du bist ein schwerkranker Mann. Was soll denn das heißen? Willst du das wissen? Das ist wie Manche wundern sich, wie viel Energie ich habe mit so wenig Schlaf. Ja. Das sollte keine zweideutige Anspielung sein. Also das Doch, Rainer, das sollte genau eine zweideutige Anspielung sein, Rainer, weil es bei dir immer eine zweideutige Anspielung ist. Das ist dogmatisch, Rainer. Ach, was. Okay. Nein, alles gut, alles gut. So, ich gehe erstmal raus. Tschüss. Ciao, schönen Abend dir. Tschüss. Danke. Oh, aber mich würde der Jetlag total wegknallen. Ich würde das nicht hinkriegen. Ja, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf und wenn dann da sowas in die Quere kommt, nee. Ja, Ah, also das ohne wird wäre ich schon- dann das wird auch schon echt sein, ja. grantig. Da werde ich unausstehlich. Ich meine, ich habe mit Jetlag noch nie so wirklich ein Problem gehabt. Gut, ich sagte, ich bin im Januar nach Brasilien geflogen, das waren gar nicht so viele Stunden Unterschied. Und ich bin über Nacht geflogen, im Endeffekt, ne? Aber ich kann schon gut verstehen, dass Leute mit Jetlag vielleicht ein Problem haben. Na, Wenn ich schon auf die Mitgliederliste schaue. Von wem? Drückt mir schon wieder vielleicht. Hier vom Was Server. los? Hör, 257 Leute, die sich bewerben gerade. Ach, bewerben, jetzt dachte ich mit.
Ach so, oh, ist ja so viel Arbeit. Mai, wenn ich schon wieder auf die Mitgliederliste schaue. Oh, bin ja so bekannt. Gerade vorhin hat es so geheißen, ich bin keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Und jetzt wird wieder geflext mit, wie viele Leute sich bewerben, um auf seinen Scheiß-Server zu kommen. Mitglieder, was haben wir denn gemacht? Werbung Jetzt reicht. hatte ich schon Angst. Ach, ihr habt mir einen Kredit gegeben. Muss man das eigentlich irgendwie eintragen lassen mit dem Visum oder so? Nee, Nach also wenn du Japan? einen deutschen Pass hast, nicht. Deutschland hat doch einen der stärksten Pässe, oder nicht? Ich weiß das nicht. Irgendwie sowas, ja. Nicht, dass du 420F eintragen musst. Kann ja manchmal sein. Keine Ahnung. Also in China habe ich eins gebraucht, ja. Da haben wir eins beantragen müssen. Auch 420F? Das weiß ich nicht mehr, da war ich zu jung. Das habe alles nicht ich gehandelt. Ich war einfach nur anwesend. Okay. Ja, China ist bestimmt auch geil. War nicht schlecht. Also Shanghai, wunderschön. Shanghai würde ich jederzeit wieder hingehen. Sauberste Stadt, die ich je gesehen habe. Die Luft war schlecht. Kann ich sagen. Luft war ekelig. Aber die Stadt wunderschön. Okay, die labern jetzt irgendwie über ihren Urlaub. Das könnt ihr von mir auch haben. Ich schau mal wieder auf zweifacher Geschwindigkeit, bis es wieder interessant wird. Oh, wir sind jetzt an einer Stelle angekommen, wo ich glaube, das Potenzial besteht, weil es hat gerade jemand gefragt, ob hier jemand Japanisch spricht und ich bezweifle, dass Rainer da jetzt den Rand halten kann. Ich habe ja kurz eine Passage übersprungen in den letzten paar Minuten, wo irgendwie immer wieder rausgekommen ist, dass er überhaupt nicht damit einverstanden war, dass es nicht um ihn geht, weil die Leute haben sich wieder über alles Mögliche unterhalten und haben eine lustige Zeit gehabt, so ein nettes Gespräch. Und dann kam von Rainer wieder, so, jetzt kann er mal schauen, wenn ich das hier mache in dem Spiel. So ungefähr, schau jetzt mal mein scheiß Spiel an. Hör auf, Spaß zu haben, hier ist ernstes Thema, guckt hin. Aber, ne, das habe ich euch, also das war jetzt ein ganz kurzer Moment. Und jetzt gehen wir hier, der Sprachenlord. Ich bin gespannt. Alle Englisch können. Hm. Kann einer von euch Japanisch? Hi. Hi. Ja, er hat Japanisch und nicht Texanisch gefragt. Einige, also sprechen schon recht viele da teilweise Englisch und man kann sich davon verständigen eigentlich. Aber ich würde trotzdem empfehlen, so einen kleinen Grundkurs in Japanisch zu machen. Ja, Rainer, du hast einen Grundkurs in Japanisch gemacht. Ey, ich krieg wieder mal. Ich erinnere, es gab damals mal, da waren noch YouNow-Zeiten, wo er irgendwie so ein paar Worte japanischer Sprache geschändet hat. Aber ja, Japanisch Grundkurs hat er gemacht. Weili. Wann hast du den gemacht? Also wenn du jetzt im Mai letzten Jahres nach Japan geflogen bist, wann hast du dann deinen Japanisch Grundkurs gemacht? Huh? Ja. Hast du dich dann da auf Danke. Englisch oder auch ein bisschen Japanisch verständigt? Hm. Ich finde Japanisch echt schwer, muss ich sagen. Das Problem ist, dass es viele Ausdrücke gibt, die verschiedene Bedeutungen haben. Du kannst zum Beispiel hey sagen, oder ja, hey, sagst du so viel wie ja, oder kannst du, das ist eine zustimmende Aussage, da kannst du aber auch hey sagen. Das ist dann eher so eine, warte mal kurz, ich muss überlegen, Aussage. Nee? Das hört sich an, keine Ahnung, das hört sich nach irgendeinem Computerspielcharakter an. Hieß ja in Japanisch nicht Hi? Also ne, zum leichten A-Ton Hi? Also so hört sich's für mich an. Aber nicht Hey. Nee. Oh Mann. Das sind die Japaner, wenn besoffener Japaner irgendwie in der U-Bahn sitzt und du rebelst ihn an, dann ist nee. Und ja, das würde jetzt zu tief gehen, wenn ich das jetzt alles anfange zu erklären, aber Ja, genau, Rainer. Das wird zu tief gehen, also tiefer als dein Verständnis von der Sprache. Ja, weil du nicht mal Ja auf Japanisch richtig aussprechen kannst. So. Es ist praktisch keine Tiefe vorhanden, Rainer, in die das gehen könnte. es ist teilweise schon recht knackig, ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich tue mich schwerer mit den Kanjis und den Katakana. Im Deutschen Was hast du ja, das sind die Schriftzeichen. Du hast im Deutschen, Im Deutsch, ne?
Rainer, das hast schön auswendig gelernt mit diesen Schriftzeichen. Hast bloß kleines bisschen, hast die verhaspelt, aber gebe ich dir. Schön auswendig gelernt. Also wir Deutsche benutzen ja die romanische Schrift. So, und bei der romanischen Schrift benutzt du, was haben wir, 27 Worte im Alphabet? 27 Buchstaben, Rainer. Wir haben 27 Worte im Alphabet. Alter, das ist wieder, das ist auf dem Level von ich komme mit 100 Sachen 80. Wir haben 27 Worte im Alphabet. Worte, also Buchstaben meine ich, ja genau. Ohne Ä, Ö, Ü, das sind ja Umlaute. Das macht auch keinen Unterschied mehr. Ja, aber die gibt es im Japanischen gar nicht. Pass auf, das macht aber auch keinen Unterschied mehr, weil die Sache ist Die Sache ist die letzten Endes etc. du hast im Japanischen, wenn man es ganz genau nimmt, 4 Schriftarten. Du hast einmal die romanische Schrift, die wird aber natürlich nur benutzt, wenn du was übersetzen willst in unsere Schrift, dass man es leichter lesen kann. Dann hast du die Katakana, die Hiragana und die Kanjis. Die Hiragana sind nur für Worte aus dem Japanischen. Also wenn du zum Beispiel einen japanischen Namen sagst zum Beispiel, ne? Was nimmt man da? Yamada zum Beispiel, ist ein japanischer Name. So, und dann gibt es halt 3 Möglichkeiten, den zu schreiben. Du kannst den in Hiragana schreiben. Ich bin jetzt schon raus. Ich bin jetzt schon raus. Du kannst den in Katakana schreiben, macht man aber für gewöhnlich nicht. Und du kannst den in Kanji schreiben. Ja. Leute, das mit diesen verschiedenen Schriftarten, in denen man das schreiben kann, hat da jemand IQ von euch? Habe ich jemanden, der Japanisch kann? Schreibt's noch rein, ob er hier Bullshit erzählt. Bitte. Ich würde es gern wissen. Genau, und Kanji ist ja japanisch-chinesische Schriftzeichen. Mal kurz konzentrieren. So. Kanji sind ja japanisch-chinesische Schriftzeichen. So, und wenn du ein paar Kanji, also Kanjis musst du im Japanischen und im Chinesischen lernen, tatsächlich. Und du hast im Deutschen, also in der romanischen Schrift, hast du, was habe ich jetzt gesagt, 27, glaube ich, sind es. Im Japanischen hast du nur in den Hiragana 47. Plus den Katakana hast du genau die gleichen Laute noch einmal mit 9 Symbolen, also genau das gleiche Alphabet, nur mit anderen Symbolen. Oder das wird auf genau die gleiche Weise gemacht. Hat aber witzigerweise auch nochmal 47. Das heißt, allein um die japanische Inlandsschrift sowie auch japanisch ausländische Schrift, wie jetzt zum Beispiel mein Name zum Beispiel wird normalerweise, man kann ihn wird im Normalfall mit Katakana Kanji geschrieben, man kann ihn aber auch auf Kanji schreiben. Ja, Rainer ist doch alles. Oh, meine Fresse. Das ist hier eine fürchterliche. Kann ihn bitte irgendjemand unterbrechen? Der rendert sich gerade schon wieder in irgendeine Wortrage, in der er einfach nur irgendeinen Bullshit runterbrabbelt, den er irgendwo mal auf Wikipedia gelesen und falsch verstanden hat. Auf Katakana schreiben. Und da hast du halt die Situation. Die Situation. Wie schreibt man denn Situation auf Katakana, Rainer? Dass du für Worte, die aus dem Ausland kommen, oder Begriffe, die aus dem Ausland kommen, hast du quasi nochmal ein komplettes Alphabet. Und allein das sind auch nochmal 47 Symbole. So, das heißt, du hast grob überschlagen 95, bisschen mehr als 95 oder knapp 95 Zeichen. Rainer, wo sind denn 3 mal 47, 95, bitte? In welcher Welt sind 3 mal 47, 95? Nur für die beiden Schriftarten. Und dann kommen noch mehr als 3000 Kanji dazu. Herzlichen Glückwunsch. So, und deswegen Ja, das ist ganz schön schwierig im Japanischen. Also da ist es wirklich kompliziert, wenn ich das jetzt nochmal so höre. Konntest du dich in Japan dann verständigen? Hi. Was? Heißt ja. Achso. Ah. Jetzt hat er uns. Okay. Ja, cool. Wie war das dann? Warst du da in Hotels? Weil ein Kollege von mir war auch mal in Japan und der hat dann sowas wie, nicht Airbnb, sondern das waren halt so ältere Menschen, die hatten von ihren Kindern, keine Ahnung, ein Zimmer frei und das haben die vermietet. Wie hast du das gemacht? Es gibt verschiedene Varianten. Also ich habe ja nicht viel Varianten, naja. gehabt. Ich habe mich vor allem über Airbnb, Quatsch. Ich habe mich vor allem über Kapselhotels ich war vor allem über Kapselhotels unterwegs. Freilich, Rainer, du warst in einem Kapselhotel. Es ist eben gerade Airbnb, aber Airbnbs sind im Vergleich relativ teuer. In Kapselhotels, Rainer, ich weiß nicht, ob die in deiner Größe machen. Aber stellt euch einmal vor, da Rainer in so einem Kapselhotel. Alter, das sieht doch aus wie so eine Bienenkönigin vorm Schlüpfen in ihrer Wabe. Da ist da rechts und links nirgendwo mehr Platz.
Obwohl, das wäre vielleicht auch wirklich, ich glaube, das wäre sein Traum, oder? Irgendwo in Japan, in so einer Kapsel drin, mit einem Bildschirm, wo er alles machen kann und dann irgendwelche Drohnen, ne, die ihm vorne den Süßkram zum Fressen reinschütten und die ihm hinten den Dreck rausräumen, den er dann rausschäumt. Schaut's euch, wer das noch nicht gesehen hat, gebt es bei YouTube ein, schaut euch mal irgendwie, gibt's von Galileo bis überall hin, Berichte über diese Kapselhotels in Japan. Und schaut euch die mal genau an, wer da noch kein Bild davon hat. Und dann stellt euch vor, unser Vierteltonner, Mel Franke, ist in so einem Ding drin. Da wird die Luft aber eng. Ja? War aber ja auch nicht alleine von. Sind die aber für Stimmt, europäische ja, Leute das angepasst? Sind die nicht ein bisschen klein dann in Japan? Ja, es gibt größere auch. Also ich habe ja größere genommen. Ich habe quasi so eine Familie. Also ich habe so eine Pärchenkapsel genommen, die ist ein bisschen größer gewesen. Boah, ich würde da gar nicht reinpassen. In die Pärchenkapsel passt du rein. Doch, in der Ja. Pärchenkapsel passt du rein. Aber so eine normale, das wären wir, glaube ich, 10. Wie schaut es dann aus? Ist da dann nur ein Vorhang? Weil du hast dann das ist wie ein Hostel effektiv, oder? Du hast im Prinzip halt im Prinzip einen großen Raum, in dem sind halt quasi von links nach rechts und von unten nach oben. Also in einem waren es plus 2, in einem waren es aber 3, also da konntest du wirklich 3 so die Dinger hochgehen und dann hattest du quasi 3 Etagen und da hast du quasi in einer so eine Etage geschlafen. Und ja, du hast halt dann einen Vorhang davor gehabt. In dem anderen konntest du tatsächlich so eine Art Rollo runter machen. Also der hat sich quasi, wenn du den runtergezogen hast, der hat sich quasi zwischen den ersten und der zweiten Kapsel hat er sich quasi reingeschoben. Wenn du den hochgemacht hast, wenn du den runtergezogen hast. So ein Raumtrender. So ungefähr, ja, nur dass er halt von unten nach oben geht, nicht von links nach rechts. Was man ja mal hört, weil ich war ja noch nie in Japan, aber hattest du auch diese Toiletten, die immer den Po abspülen? Haben die das da? Oder ist das so, was man sagt? Ja, das ist in vielen Bereichen Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nice play. Random Hater auf Reinis Discord. Nice play, den Ball hast den muss er nehmen. Ne? Den muss er verwandeln. Oh, jetzt reden wir gleich wieder über das Kackduschen. Ne? Ich frei mir. der östlichen Länder, ne? Das ist da ein effektives Mittel eigentlich, weil es auch viel hygienischer ist. Ja, stimmt, wenn man das abgespült ist, ne? Eigentlich müssten wir das im Europäischen auch machen. Boah, ich habe in Das ist China so eine richtig. Mal benutzt, das war ein traumatisches Erlebnis. Ich wurde so derbe von dieser scheiß Toilette penetriert und ich war nicht drauf gefasst. Und dann erst einmal den Ausknopf zu finden, wenn da nur chinesische Zeichen drauf sind, Alter. Das war nicht schön. Was ich mich da dabei manchmal frage, ist, spült ihr alle, während ihr noch auf der Schüssel hockt oder was? Also normalerweise, normalerweise gehen die Dinger ja erst an, wenn man aufsteht, beziehungsweise wenn man den Knopf drückt. Benutzt du dieses Bidet als Gesichtswäsche oder hä? Aber wenn man doch aufsteht, dann ist der. Hä? Ja, ich check's gerade auch nicht. Das Thema war doch eine Toilette, die dich mit Wasser hintenrum sauber macht, oder? Und nicht eine Toilette, die sich selber reinigt. Selber reinigende Toiletten, die haben wir hier sogar auf Autobahnraststätten. Der Po doch gar nicht mehr da, dann ist das so Eben, ein genau, Trinkbrunnen. pass auf. Genau das meine ich Aufpasse. gerade. Wenn ihr sitzt, Mhm. müsst ihr ja, du hast gesagt gerade wortwörtlich, dass du von dem Ding penetriert wurdest, weil du Ja. nicht drauf gefasst warst. So. Aber hast du das bewusst eingeschaltet? Also ich hab halt dieses Panel so daneben gesehen und dachte dann so, ja okay, probier ich's mal. Ich saß schon noch auf dem Klo. Ich Okay, dachte das so, heißt, mach das. Ja, da musst du natürlich sitzen bleiben. Aber ich bin jetzt davon ausgegangen, weil ich habe auch einen Kollegen gehabt, der war zwar nicht in Japan, sondern woanders, aber ich habe einen Kollegen gehabt, nämlich, Oh, jetzt kommt der Gumbel. Ich habe einen Gumbel gehabt. Der war mal beim Scheißen. Deswegen bin ich Experte. Alter Maul, Rainer. der hat sich darüber auch aufgeregt, weil er nämlich einen Knopf gedrückt hat und ich frage mich dann halt, wie das passieren kann, dass man sowas versehentlich macht, weil man steht ja normalerweise auf und spült dann. Also drückst du erst auf den Knopf normalerweise, wenn du aufstehst. Ja, aber Rainer, es geht doch jetzt um. Wie soll denn die Bobo-Reinigung funktionieren, wenn ich nicht mehr auf der Schüssel hocke? Wie? Sind doch diese. Ich verstehe es nicht. Die reden aneinander vorbei. Rainer redet an sich selber vorbei. Weil einmal spricht er über die Popo-reinigende Schüssel, da musst du ja zwangsweise drauf bleiben, damit das. Ne? Und einmal redet er über die selbstreinigende Schüssel, wo du besser nicht mehr drauf sitzt, wenn die Geschichte losgeht. Hä? Und wenn du dann den falschen Knopf drückst, dann geht dir das WD an. Darum ging's. Ja, ich habe ja dieses Bidet gewollt. Ich saß ja drauf, ich wollte meine Region. Ja, in Japan ist es ja so, dass
Es ging ja um was anderes. In Japan ist es ja so, dass diese Toiletten das eingebaut haben. Ja, habe ja, jetzt nicht das von, war ich das hab war ja jetzt, in China. ja, weil ich habe jetzt nicht Ja, aber ist doch scheißegal, ob es in China ist oder in. Ja, es ist. von einem BD im extra im eigenen Sinne geredet, sondern wirklich von dem, wie auch Nee, immer. ich Es ging auf jeden kenn Fall auch. gerade, es ging auf jeden Fall gerade darum, wenn du dich hinsetzt, Rainer, jetzt erklär du ihr, worum es gerade ging, der sie dir die Geschichte erzählt hat. Die erzählt immer Geschichte. Ja, ich habe da ein traumatisches Erlebnis gehabt mit diesen BD in Toilette integriert Dingern. Und jetzt labert er Bullshit über 2 Minuten und dann sagt er jetzt, ich erkläre dir jetzt mal, worum es hier eigentlich geht. Andersrum müsste es sein. Ganz ehrlich, andersrum müsste es sein. Ihm so ins Wort fallen und ihm dann erklären, was er eigentlich gemeint hat. Polen offen. Tut mir leid. Schweres Schnauben, Rainer. Das Leben ist fürchterlich. Die sind alle dumm. Die verstehen dich nur nicht. Du bist klug. K-L-U-K. Die sind dumm. Ich war gerade sehr verwirrt. erkläre ich das gerade so falsch? Pass auf. Ja, tust Vielleicht du. verstehe ich Ja, das ich glaub, einfach du bist falsch. verstanden. Wenn du auf eine Toilette gehst, dann drückst du effektiv nur dann auf den Knopf, wenn du spülen willst, im Deutschen, Ja, im Europäischen. So. Und es ging gerade darum. Und du hast es so vermittelt, dass du mir den Eindruck vermittelt hast, dass du auf den Knopf gedrückt hast und nicht damit gerechnet hast, dass das BD angeht. Weil du gesagt hast, du hast nicht damit gerechnet, dass es so losgeht. Da habe ich in meinem Kopf erst einmal gedacht, ach so, hat die jetzt einen Knopf gedrückt, bevor sie aufgestanden ist, also wollte sie spülen und hat dann das BD versehentlich verwendet. So, nee. Diesen Eindruck hast du mir nämlich vermittelt, darum ging es. Nee, Rainer, den Eindruck, den hat sie nicht vermittelt. Also dir vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie da die Datenverarbeitung läuft zwischen die Ohrwaschel rechts und links am Ogerstübchen und dem, was da drin, diesen 2 Murmeln, die da drin noch gegeneinander schlagen, damit da irgendwas auf Funke entsteht. Aber das war schon sehr deutlich, was die gemeint hat. Ne? Oh, dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Das Weil tut mein, mir Kollege leid. hat, weil mein Kollege hat es nämlich mal gemacht, der ist ja effektiv auf den Knopf gedrückt hat, aber nicht auf den WD-Knopf drücken wollte, sondern spülen wollte. Aber er war halt noch drauf gesessen und dann hat sich halt voll erwischt. Deswegen habe ich gefragt. Nee, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Jabba Gummel, der hat sich versehentlich immer selber runtergespült. Das tut mir leid. Und zwar, diese Toilette in China, die habe ich halt gesehen und dann dachte ich, probiere ich die Bidet-Funktion mal aus, weil die hatten kein Klopapier, ne? Und ich kann da ja nicht einfach so dreckig dann aufstehen, ne? Macht man nicht. Und dann dachte ich, probiere ich das mal aus. Aber dass es dann so hart wird, hätte ich nicht gedacht. Also, da war ich schon ein bisschen schockiert. Ich dachte, da kommt so ein bisschen Wasser raus. Aber das war ein fucking Kercher, das hat mich durchgekerchert. Es kommt halt auch darauf an, wo du hingehst, beziehungsweise wie es eingestellt ist. Und im Normalfall kannst du es halt auch einstellen manchmal. Also es kommt immer darauf an, wo du hingehst. Aber es gibt halt auch Dinge, wo du wirklich einstellen kannst, wie hart oder wie wenig hart die das machen. Und wenn dir natürlich dann jemand vor dir das eingestellt hat, dass es extrem heftig war, weil er es halt lieber möchte, wenn es ein wenig extremer ist, dann ist ja klar, dass es nicht so geil abkommt für dich. Ja, nee, da war ich kein Fan von. Da wurde ich traumatisiert von. Da muss man ein bisschen aufpassen, halt ein bisschen drauf achten. Also ich finde die Dinger super. Ich habe mir so eine. Ja, ganz ehrlich, Leute, da muss man ein bisschen drauf achten. So, man kann auch einfach sich, wie jeder normale Mensch, mit Scheißpapier den Hintern abwischen. Ne? Das ist nicht so wild. Und wenn es wirklich einmal so ein Ausnahmefall gibt, ja, wenn es wirklich einmal hart auf hart kommt, dann gibt es noch feuchtes Toilettenpapier. Ne? Damit ist der Otto Normal Scheißhausbesucher dicke bedient. Gut, keins, was auf der Toilettenbrille ist, so wie in Japan, aber ich habe mir so einen Schlauch installieren lassen, als bei mir das Badezimmer umgebaut wurde. Es gibt mittlerweile auch effektiv so ein Gerät, das stellst du neben der Toilette. Da kannst du das anstellen. Da tust du das quasi an die Klobrille unten von hinten anschließen. Und dann kannst du dann quasi effektiv, da musst du das Wasser regelmäßig nachfüllen in dem Teil. Ist mir alles viel zu kompliziert. Ich brauch doch nicht. Vor allem, bis der dann komplett nass. Da ist der ganze Arsch nass danach. Er ist ja nicht sonderlich praktisch, oder? Das schaut aus wie so eine Vase, stellst du neben die Toilette. Und da ist halt dann der Schlauch und da kannst du dann draufdrücken und kannst dich sauber machen. Das ist schon geil eigentlich. Ja, diese Okay, gut, Kotduschen, das ne? kannte ich nicht. Ja, das ist neu. Also aber wenn ich irgendwann jemals in meinem Leben wieder ein eigenes Haus oder so Hat da gerade vorher jemand im Hintergrund Kackduschen gesagt? was habe, dann werde ich auch sowas richtig installieren. Kann ich nur absolut empfehlen. Ja, ich gehe normalerweise nach dem Stuhlgang gehe ich jetzt zur Toilette. Und darüber verarschen mich die Leute immer mit dem Kackduschen. Nur weil ich ein extrem hygienischer Mensch bin und darauf achte, wie ich mich sauber mache. Oh, Rainer, du bist ein extrem hygienischer Mensch, gell?
Das sagt der Mann, der einfach 3 Wochen am Stück dasselbe T-Shirt trägt. Also ein extrem hygienischer Mensch. Keine Unterhosen anhat. Ja? Unter seine 8XL Plastehose. Das ist ein sehr hygienischer Mensch. Wild. Machen sich Leute darüber lustig, denke ich mir auch jedes Mal, ja. Es sind auch Leute, die lachen, wenn jemand sagt, oh, ich musste pinkeln. Na, da lachst nur du. Ja? Da denkst du dann, pinkeln. Na, Rainer, ganz ehrlich, normale Leute, ja, die sich hygienisch benehmen, hygienisch sind, die wechseln ihre T-Shirts spätestens alle 2 Tage und ne, die wischen sich ganz normal den Arsch ab und gehen dafür duschen. Also so richtig, nicht Kackduschen, sondern richtig duschen. Ne? Einmal am Tag. Das reicht vollkommen und tragen Unterhosen. Just in case. Ist alles, das hat sich bewährt, Rainer. Das hat sich bewährt. Funktioniert für die allermeisten von uns. Also für die, die mit dem Arm, ne, mit der Hand noch hinkommen zum Abwischen. Für die ist das Gucci. Ja, dann Und ich sollen die denke, halt so, noch mit ja. ihrem verkackten Arsch rumrennen, so. Wenn sie Ja. wollen. Duschen ist ja Allem- eigentlich hygienisch, also ist ja nichts verwerflich dran. So, keine Was Ahnung. was ist verwerflich? Ich habe gesagt, Kackduschen ist ja nicht verwerflich. Das ist ja Das hygienisch heißt, als. Kackduschen. Ich gehe nach dem Toilettengang duschen und die Hater nennen Ja, aber Rainer, du hast doch gerade Kackduschen gesagt. Der Begriff ist doch jetzt zum ersten Mal von dir genannt worden. Der Kollege hat das nur übernommen. Kackduschen. das Kackduschen. Meine Fresse, manche Leute. Immer ihre komischen Hater-Aktionen hier. Oh, hat er jetzt gebannt? Ist jetzt der Bannhammer geflogen, oder? Ja, lächerlich. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich vorhatte. Kackduschen, Rainer, Kackduschen. Wolltest du? Ach so. Kommt Auf die jeden Musik Fall. von dir? Das könnte es sein. Na, Wenn du gerade Kann man da auch Gott muss Musik? Seemann. da. Nee, das ist mein Headset. Das backt irgendwie rum, keine Ahnung. Aber du kannst doch effektiv bei mir mithören. Also wenn du auf Spotify verlinkst mit deinem Account, Ah, dann kannst du, Spotify. dann, wenn Ich du das hab verlinken Voodoo. würdest, wenn du das verlinken würdest, und wenn du das hättest und verlinken würdest, dann könntest du bei mir effektiv mithören. Das heißt, wenn ich ein Lied wechsle, würde das quasi auch bei dir wechseln. Das gibt eine Möglichkeit von Spotify und Discord. Ja, genau. Damit ich mir vom Rainer vorschreiben lassen kann, was ich an Musik zu hören habe. Ja, bitte nicht. Ich bin nicht so der große Matthias Reim-Fan. Ja, mal Aber das schauen. ist keine Absicht. Das macht mein PC von alleine. Ja, alles gut, ich wollte nur fragen. Das war jetzt keine Kritik oder so. Okay. Aber Leute, hier das Originalding dauert jetzt noch fast 1 Stunde. Wir sind jetzt schon bei fast 1,5 Stunden. Ich bin der Meinung, Kackduschen ist auf jeden Fall ist ein Punkt, wo man mal eine Pause einlegen kann. Und ich muss euch ja den Podcast, den 4. auch nochmal machen. Es wird wieder mehr Videos geben in nächster Zeit. Ich merke mir, ich bin bei 1 Stunde 15:30 und bis dahin. Teil 2 wird kommen in Bälde. Aber bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei den Werken der anderen Reaktoren, die jetzt sicher auch wieder mehr Dinge abgeben werden. Ich habe gesehen, also viele Leute, irgendwie Märkische Helden, Demon etc., ne, sind schon Videos gekommen zu dem Thema, auch hier mit dem Streamen. Ne? Ja, neue Staffel hat angefangen. Schauen wir mal, wo wir dieses Mal hinkommen. Ne? Also die Ranger-Staffel hat ja auch ganz anders angefangen, als sie aufgehört hat. Ich bin gespannt. War jetzt lange ruhig genug. Sind wir wieder da. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut. Mad Love.